Manuela Schätzeli? Ist heute Valentinstag? Nein. Und deine Lieblings? Nicht mehr. Also, freust du dich denn gar nicht? Simon, jetzt sind wir schon so lange verheiratet. Und du weißt immer noch nicht, dass ich nicht auf so Heuchlerwesen stehe. Wie wär's mal mit einem Wellness-Weekend, mit einem Spatzhotel unter dem Sternenhimmel? Ich will mehr Zeit mit dir. Ja, egal was man macht, ist ja eh nie so richtig. Ist dir das auch schon passiert? Du hast dich mega ins Zeug hineingelegt und hast deinem Partner damit zeigen, wie fest gern du ihn hast. Aber das, was du gemacht hast, ist überhaupt nicht angekommen. Nebst dem, dass du wahrscheinlich mega enttäuscht warst, hast du dich sicher auch gefragt, warum ist das so? Wir alle funktionieren anders und dementsprechend fühlen wir uns auf unterschiedliche Art und Weise geliebt. Es ist offensichtlich, dass die roten Rosen und die Praline von Simon bei der Manuela nicht ankommen. Es braucht etwas anderes, wo ihren Liebesdank füllt. Das Gute ist, sie sagt sogar, was ihr Bedürfnis wäre. Zugegeben nicht ganz zum optimalen Zeitpunkt. Sie sagt Simon wieder mal ein Ehe-Weekend oder zusammen spazieren gehen. Das wäre cool. Ganz kurz gesagt, das zweite Zeit verbringen, das wird ihr Herz zum Fliegen bringen. Das ist es, wie sie sich geliebt erlebt. Es ist quasi ihre Liebessprache. Jetzt fragst du dich, Liebessprache? Was ist denn meine Liebessprache? Geschweige am Partner seine Liebessprache? Nehmen wir doch mal einen Moment auf dem Sofa Zeit, wie wir hier zu zweiten, und überlegen gemeinsam, wenn und wie fühlt sich jeder geliebt. Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt über das Thema der Liebessprache, dann schaut doch einfach unser Vertiefungsvideo.